Euer weiterentwickelter Lord Michael, Artiger aus Hoshido Level 1, begrüßt zurück hier zu Fire Emblem Fates Offenbarung. Jo, wir sind noch dabei, ein bisschen zu gucken, wie wir hier ein bisschen durchkommen. Man aber hier noch ein Hindernis zum Mitnehmen, schön. Wir haben noch da einen Typen, da noch ein Stahlschwert, Spacko, Mato und dann natürlich die vor allem. Naja. Jo, Hindernis natürlich auch mitnehmen wäre eigentlich immer eine geile Idee. Deswegen natürlich direkt mal die Frage, warum nicht direkt mal das auch mitnehmen, wa? So, nehmen, zack, Weil ich es einfach kann. Okay, jetzt haben wir hier oben natürlich einen Stahlschurikenmeister. Mal gucken, wie meisterhaft der wirklich ist. Vor allem direkt im Vergleich, versteht sich. Ja. Wir müssen eigentlich nach Osten durchgehen, weil ich habe gar keinen Bock gegen, also irgendwie Ryoma und Sender irgendwie anzustacheln. Das heißt, die beiden sind sowieso fehl, irgendwie anzugreifen, den ihr könnt ihr euch mitnehmen und irgendwie hochkommen. Das Untergebene von den beiden geht natürlich auch nicht. Also, von Senna natürlich. Hier von Rio mit Skala geht hier auch nicht, die Platz zu machen, also muss er die beiden irgendwie vermeiden. Und, jo. Sind wir ein bisschen dabei. So, gucken, wie das am besten geht. So, jetzt schicke ich mal Takumi ganz vorsichtig hier hin. Euch damit. Sie eigentlich auch, damit er nachher wieder relativ schnell zurückkommt. Dann mal hier gucken, was man da machen könnte. Ja, trainieren wird gehen, weil der Typ hat sowieso nur Waffen für Einfeldreichweite. Das kann ich ja gut trainieren. Yeah, 14. Noch sehr viel fürs Level, fürs Weiterentwicklung. Die sind noch gesenkt, ey. Ja, unterschätze nie. Eine Oboro. Auch ohne Orochi. Shuriken-Style. Yes, aua. Ja, your battle has ended. Ja, 18. Wenn sie beide treffen. Aua, tun sie. Camila, blocken. Dankeschön. Michael, killen. 9000. Sehr gut. Ja, die machen sich hier, die beiden. Ich will dann noch ein bisschen durchgehen. Was kommt da? Da ist nur der Schütze. Wer wären hier am besten? War natürlich nicht die hier, das ist, denke ich, soweit auch klar. Nee, warte mal noch ganz kurz. Will ich eigentlich ihr hier geben. Sakura, so. Jo. Das ist alles fürs Training, Freunde. Alles fürs Training. So weit kommt der doch gar nicht. Takumi bringt es dir etwas, den zu killen. Natürlich vor allem Erfahrungspunkte-mäßig. Bringt das etwa 30 Stück? Auf alle Fälle sauer. Kann man irgendwie verstehen. So. Jetzt haben wir eigentlich noch ein, maximal 2 Typen hier oben zum Platz machen, weil der Rest geht ja sowieso nicht, wissen wir. Jetzt ist so lustig, die zu killen, Hindernisse mitnehmen, okay. Das heißt, Sakura, du wirst mal, kann ich von hier aus machen, wa? Mit Purgativ geheilt, danke für die Erfahrungspunkte. Singen for my life. I try my best. Tun wir doch alle. So, nee, lass die mal noch ein bisschen. Geht ja mal hier oben durch. Zack.
Nö, das wäre scheiße. So, Sakura, darfst du alle heilen hier. Level 14. Oh, thank goodness. So, wir machen das am besten. Das sind ja einmal Stahlyumi, einmal Ochsengeist. Okay, eigentlich kein Problem. So, Hindernisse mitnehmen. Achso, das ist auf beiden Seiten. Ja, Thomas mal einer sagt. Ja, nee, eigentlich muss nur jemand hier durchfliegen. Ja, nur ist gut. Nee, da ist der Ochsengeist, der doch auch scheiße. Ja, wer lockt jetzt an? Natürlich Geflügelte geht gar nicht, das wird auch klar sein. Ich habe von allen zu wenig. Ach Menno, mir fehlt auch noch irgendwie so eine Unlock-Einheit. Stahlbogen plus Stahlschwert wird hier gehen. Ach komm, wisst ihr was? Scheiß auf die Erfahrungspunkte, kein Bock drauf. Gehen wir echt ein bisschen am Arsch vorbei, muss ich ja zugeben. Ich muss die da irgendwie anlocken. Nur gedanke ein bisschen so. Mit Camilla an der Spitze. Noch ganz kurz heilen und gleich mal durchmarschieren. Ich habe da die paar Erfahrungspunkte, sorry, da ist Peanuts. Also ablegen, genau, wir haben eine Option. Ne, gehen wir mal so durch, du da unten. So. Ich habe es mir gerade auch überlegt, wir haben noch so. Moment mal ganz kurz. Camilla ist eine fliegende Einheit. Stahlyumi hinschicken. Geile Idee. 1A. Mensch, Michael, überleg mal ein bisschen mehr. Alter. Hatte ich gerade ein Schwein? So viel Schwein kann man gar nicht haben, ey. Das geht gar nicht, wie viel Schwein ich gerade hatte. Gut, wir müssen das Zeichen Gottes ansehen. Es ging doch mal gut. Leck mich am Arsch, ey. Mein Herz hat gerade ganz kurz ausgesetzt. Hat mir so, hä? Was habe ich da getan? Stahlkatana gegen Eisenschwert, das ist ein episches Duell. Obwohl es so eigentlich auch ganz gut geht. So, jetzt sind wir hier wieder vorne. Flying Einheiten. Problem ist halt nicht genau, mit wem ich da irgendwie durchmarschieren soll, versteht ihr? Weil klar, wenn den See zufrieren oder senken lasse, wer auch immer, komme ich hier schon durch. Okay, ist mir alles klar. Aber wem brauche ich oben noch alles? 1, 2, 3 maximal, weil die will ich nicht angreifen. Skale, Triome lassen wir in Ruhe. Ich muss einfach hier irgendwie, wobei nachher mit dem Hindernis geht sowieso nicht mehr. Wenn die hier überall durchkommen. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, wenn ich hier sowieso alles senken kann, senkt Wasserfluss. Also senkt Wasserfluss ist passierbar. Ja, gut, dann kann natürlich hier absetzen. Mich erstmal um die anderen hier kümmern, damit keiner ankommt. Okay, das wird gehen. Jetzt so ein Wurfball, der auch, aber kann nochmal irgendwie Asura sagen, ja, flieg nochmal los. Wenn hier Hindernis ist, zum Beispiel hier setzt einer ab, sagen wir Felicia. Hier habe ich Asura. Lass sie singen, okay, jetzt kann wieder weggehen, ist hier keiner mehr, es ist Hindernis, hier kommt keiner hin, wo Asura steht. Oder so könnte man es machen. Aber für alles andere, also ich weiß ja nicht, ey.
Ich irgendwie Mühe, mir da etwas zu überlegen. Mal vor den Bauch aufgeschlitzt. So, weniger Defense. Warte mal. Oh Gott, überlegt, hey. Sie senkt die Defense, Selena macht Feierabend. Das geht ja auch. So, natürlich. Okay, der kommt ein Feld weiter. War der Stahlkatana Arsch. Ja, nachher kommt am meisten in dem muss ich auch erst anlocken. Ja, aber da ziemlich viel Damage machen, naja. Stahlkatana, kein Problem für Selena. What a fool. Wie es das so schön sagt, so what a fool. Ja, bis ich Level 20 habe. Ja, es wird auch noch ein bisschen dauern. Ach, Hayato und Kitten überhaupt? Nee. Weil treff mit denen treffe ich den meisten Ninja sowieso nicht. Das kann ich die eigentlich direkt hier lassen, genauso wie Felicia. Takumine können auch hilfreich sein hier. Du natürlich auch sowieso. Das nur halt zum Einfrieren. Die Option natürlich auch noch. So, Case haben wir natürlich gern gesehen. Reina kann auch nie schaden. Die müssen, glaube ich, sowieso mit. Und Asura ist auch immer eine gute Idee. Level 17! Ja, kann ich theoretisch im Rückweg mit Selene noch die beiden hier mitnehmen, oder wenn es irgendwie passt. Geht schon. Was willst du von mir? Ich habe eine Meisterlanze. Und krieg nicht einmal. Ist doch geil, oder? Ja, wahnsinnig geil. Also, der Master of Disaster. Wie man sieht, andere greifen ja nicht an. Entschuldigung. Jetzt kann ich den noch aus der Entfernung platt machen, wa? General valide, aber könnte ich mit Camilla eigentlich noch anteasern? Nachher eventuell mit Hayato platt machen? Ausweichen wir das sowieso nicht. Ah, gucken wir mal, wenn es soweit ist. Also, dumm ist alles klar soweit. Master Ninja of Disaster. Ich brauche ihn mit viel Verteidigung. Der Typ ist einfach nur scheiße. Muss eigentlich wieder... Ach komm. Der Ausfallschritt. Jetzt auch mal eine Variante, aber erstmal Drachenstein. Jetzt. Ah, das ist Rang D, man kann sagen. Kann ich ja gar nicht nutzen. Was soll denn das? Achso, da ist der so weit kommt. Dachte gerade, hä, wir kommen noch so weit. Ist ja bloß der Arsch. Und tschüss. Nur 26, interessant. Also ich auch mal hier, war. Kommen wir da noch in die Front. Gut, dann haben wir da wie gesagt mit Michael hier. Dann machst du mal den nach. Einer muss eben nach vorne. Das kann entweder Reina oder Tsubaki machen. Vielleicht eher Tsubaki, wa? Der nach vorne geht und dort den Port aktiviert. Drachenader. Ah ne, bin ich ein Trottel. Das mit Camilla machen, geht gar nicht anders. Drachenader. Muss ich so machen. Okay. Jetzt darfst du kommen. 3 Schaden. Wow, ich bin begeistert. Für Master Ninja. Bist du echt schwach, Alter. Schäm dich. Gut, ja, wir müssen eigentlich switchen, wa? Gut abhauen, die andere Variante.
Nach hier Hindernisse abstellen, wegen, du kommst nicht rein, alles zusperren. Könnte man auch machen. Aber egal, erstmal Case. Dafür, dass du kein Master Ninja bist, haust du aber ordentlich rein, Kumpel. Problem ist, der Crit mit 7%, das ist mir zu viel. Aber den hat er angelockt, hey, das ist eine scheiß Position, der kann gar nichts machen. Das war gerade eine selten doofe Idee von mir. Mal ganz kurz weg, Freunde. Ich habe vor allem den Support, versteht, weil wenn ich natürlich dann an der Front bin, kann ich alle unterstützen mit Zusatzangriffen und so weiter, aber das geht ja gar nicht. Das war eine ganze Idee von mir. Jetzt ist es besser, weil es muss entweder hier hin oder hier. Und natürlich hier. Wenn er klug ist. Ja, mal gucken. So, natürlich ist ein Arsch mit Ohren, das haben wir aber irgendwie schon bewusst. Ich kann ihm ordentlich was reinzwirbeln. Sehr gut, Camilla kann es auch. Ein bisschen mehr als ich kann. Keine Chance gegen Camilla, von wegen Master Ninja. Und tschüss, Kumpel. Hat mich gefreut. Ah, fast Level Up. Sehr schön. Jetzt, aha. Machen wir es so. Singen. Und dabei ein bisschen verringen. Ja, also nur hier mit dem Stahlkatana. Die beiden dürfen nicht angreifen, wenn sie trotzdem tun, bin ich echt im Arsch. Deswegen natürlich jetzt so. Mit Michael. Drachenschein muss reichen. Drachenader activated. Fließt alles schön ab, wir können alles überqueren. Wie sieht es jetzt hier mit den Einheiten aus? Okay, ja, das Ziel ist eigentlich immer noch hier fahren durchzuwaschen. Aha. Doch, hier geht es jetzt auch, wa? Gut. Gut. Wobei, da kommt ihr gar nicht durch. Stahlschwert, den noch irgendwie anlocken, wobei kann ich nur da runterschicken, wa? Die gute Selena auf ein paar Erfahrungspunkte, weil das Problem ist, dass die hier oben großartig was machen kann, obwohl die da... Doch, natürlich kann sie. Okay. Wer kommt jetzt da hin? Oh. Ich muss, glaube ich, schon mal ein bisschen Präventivarbeit leisten hier. Dann kommt der direkt, der General. Ach du Scheiße. Erstmal kurz abhauen. Kannst du mal hier das Hindernis mitnehmen? Das wäre noch ganz nett. Da brauchen wir es vielleicht auch nicht. Mal gucken. Das ist natürlich... Obwohl, der kommt gar nicht hin, war. Einer greift Takumi an. Ja, wird jetzt wohl überleben, mein Gott. Genug Verteidigung dafür. Ja, der überlebt er schon. Wir mal hier hin. Stahllanze ist eine rote Waffe. Ich habe natürlich nichts Blaues. Ja gut, wenn ich schon mal hier oben bin, kann ich natürlich auch direkt hier rüber gehen. Ne? Also jetzt, wenn ich schon mal hier bin. So. War jetzt doch gerade ein bisschen doof. Hat gerade auch wieder Case an. Da ist nur einer, der jeweils angreifen kann. Hier genauso. Ja, mein Gott, soll er kommen. Weg ist er. Tschüss. Ich habe andere Sorgen, ganz ehrlich. Aber schon verrückt, war jetzt sind wir im Prinzip diese Mission, diesem Kapitel sind wir bereits im 3. Part und ja, es wird noch im 4. folgen.
Daneben, daneben, lalalala. Oh, Stahllanze. Nur wenn sie trifft. Aber eben nur, wenn sie trifft. Warum? Warum kommen die jetzt? Barry, Laszlo, warum? Aber gerade ob das Fliegen gegangen wäre, wenn ich eine Fliege in einer genommen hätte, zum Beispiel so Baki hier einen Hinweis platziert hätte, die kämen gar nicht rüber so. Weil hier haben wir eben das Meer, wenn man so will, oder? Dann einen total komplizierten Weg gehen müssen, aber jetzt bin ich natürlich richtig am Arsch. Och nö, ey, muss das sein? Offenbar schon ich wieder ab. Weil da irgendwie keinen Bock drauf. Oh. Ja, es ist eine richtig schöne Scheiße. Da kann ich auch nichts machen. Ja, killt's ihn halt. Vielleicht direkt, vielleicht hilft es Selena, mal gucken. Interessant war, ich meine hier oben, sie kommt nicht, Scarlet. Ryoma logischerweise kommt auch nicht. Sender kommt auch nicht, ja, ist auch gut. Aber die hier kommen, plus die zwei, warum? Wieso kommen die? Also ich hoffe jetzt nicht, dass mir dadurch das Ganze vermasselt hätte, im Sinne von, ja, Sender mischt jetzt halt nicht mit, weil ich Perry und Laszlo killen werde. Das wäre extrem doof. Eisenschwert, Finisher, weil es kann. Tough bist du schon. Wir kommen jetzt noch so weit. Hä? Achso, der da unten. Ich wollte gerade sagen, hä, wer kommt jetzt? Hä? Geht doch gar nichts. Aber ja. Ich habe mittlerweile ein bisschen mein Vertrauen in Hayato verloren, muss ich ganz klar zugeben. Irgendwie hat der Typ nicht mehr so viel drauf, wie ich ursprünglich dachte. Was irgendwie schade ist. Ja, tough, let's play! So. Haben wir alles geschafft. Natürlich kommen direkt die beiden. Oh. Das wird richtig, richtig geil werden, wenn die beiden ankommen. Ich meine, toll ablegen, ja. Ich kann ihn im Weg hier festsperren. Das war eigentlich ursprünglich ein Plan. Und jetzt kommen natürlich die beiden an. Genau. Ich bin schon völlig aufgelöst. Und aufgehöst. Und ganz kurz noch heilen. Ja, Freunde, also, ja, wir haben ihm noch nichts verloren, das ist natürlich schön. Keine Einheit, nix. Alles andere wird sich zeigen. Ich denke mal, Ryoma wird kein Problem sein zum Rekrutieren. Vielleicht danach, vielleicht erst später. Oder erst später war. Weil, man sieht's, die bewegen sich nicht und die eine vertraut ist Scarlet. Solange wir die nicht irgendwie killen. Ich glaube, Sprechen geht sowieso nicht, wahr? Eventuell eine Option, mit dem halt versuchen zu quatschen. Ich hoffe ehrlich, dass es irgendwie so angelegt ist, weil dann wäre es richtig fiese. Im Sinne von, ja, Sender, Ryoma müssen hier überleben, ihre Vertrauten auch und dann schließt sich die an. Das wäre echt scheiße. Aber ja, wenn wir sagen, wenn wir danke fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal, wo es dann richtig scheiße wird. Naja, mal gucken. Bis dahin. Tschüss.